Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei dieser Sendung live von Straßburg aus der Plenär. Heute stehe ich lang fironisch, weil meine Kollegin Isabel Wiesler kurz seine dritte Impfung an ist natürlich ein bisschen angeschlagen und ich entschuldigen hat dann für das Köier. Ich gebe auch einen nächsten Appell machen, das ist wichtig für die, die sich noch nicht geimpft haben, für echt zu impfen. Das ist keine einfache Sache immer, an verschiedene Leute tun noch Nebenwirkungen, aber das am Ende von unserer Gesellschaft muss man alle mal aufpacken. Da fand ich einen ganz warmen Appell von meiner Seite, weil wir sind nicht alle gut in der Sicherheit, bis wir alle gut geimpft sind, da geht es besser, und da fand den heutigen warmen Appell unisch. An dieser Plenärsession war die Stunde ganz am Kader oder am Licht von der gemeinsamen Agrarpolitik, die Reform von der gemeinsamen Agrarpolitik. Die können eigentlich ein bisschen spät, weil das nach am letzten Mandat eigentlich auf den Tisch gelöst ging, als an überreicht an diesem Mandat von der Plenär angeholt ging, das heißt, dass alles ein bisschen mehr auf Verspätung kommt. An losen natürlich auch viele neue Propositionen dabei kommen am sogenannten Green Deal, wo eine Biodiversitätsstrategie dran ist, wo eine Farm-to-Fork-Strategie, wo man Trassabilität von unseren Lebensmitteln sicher stellen. Die Texte sind noch nicht aufgestimmt und du kann ihn das auch noch nicht teilkeil an die Reform von der gemeinsamen Agrarpolitik dranbringen. Die Reform, die gestimmt ging, an die wo man gestern das definitiv gering liegt hier am Europaparlament gehen hun, Wertstuhen für eine mehr nachhaltige Agrarpolitik, eine mehr cibléierte Agrarpolitik. Als Bauernwerte müssen noch mehr machen für Umwelt- und Klimamesuren. Das ist eine grosse Anstrengung. Sie werden noch dadurch garantiert Suen verlieren. Und ich habe meinen größten Respekt für die Bauern, die da trotzdem da wollen, mit aufpacken, weil das ist eine Challenge für die ganze Gesellschaft. Dafür verstehe ich auch nicht die Kritiken von verschiedenen Leuten, die sagen, es müsste noch mehr streng gehen. Das Problem, wenn wir das machen, dann irgendwann haben wir die Landwirtschaft und die Europäische Union futtig gemacht. Und wir sind abhängig von Importationen aus Drittländern. Ich meine, das will ihr nicht, das wollen wir nicht. Und dafür muss man gucken, dass wir das machen, was möglich ist. Da haben wir auch die nötigen Fonds für die Innovation zu finanzieren, aber auch für zum Beispiel Jungbauern zu unterstützen, für dass sie nicht den Courage verlieren, für überhaupt an den Sektor heranzugehen. Das ist kein einfacher Sektor, weil es wird viel geschafft, an Revenuen sind nicht die höchsten, das muss ich ganz klar sagen. Und trotzdem machen sie ein immens grosses Service und als Gesellschaft, Lebensmittelsicherheit, mir auch als Bauern helfen dazu bei, für CO2-Emissionen anzuspeichern, indem sie auch landwirtschaftlich produzieren. Das ist etwas, was viele Leute vergessen, weil du doch Emissionen an CO2 gespeichert. Und da haben wir viel Benefis eigentlich von der landwirtschaftlichen Aktivität. Als Landschaften gehen auch in der Hall, es gibt aktive Wasserschutz gemacht. Das sind auch Sachen, die wir wollen mehr nach fördern, aber wo man auch so, wenn Bauern auf die Programme mitgehen, die sogenannten Eco-Regeln, dann kriegen sie auch dafür eine Entgeltung. Es geht wahrscheinlich nicht nur für die Kosten zu decken, aber trotzdem meine ich, ist die heutige Agrarpolitik eine gute Reform. Und der wir noch nicht vergessen, wenn wir keine gemeinsame Agrarpolitik hätten, dann gäbe nicht genug an der Europäischen Union produziert gehen, dann wären wir extrem abhängig von Importationen aus Drittländern. Das ist ganz klar der falsche Weg. Und dafür sind ich nicht einverstanden mit denen, die gestern hier an der Plenär plädiert haben, für gegen die Agrarreform zu stimmen, was sie da erreicht hätten, wie das Männer nachhaltig produziert gibt, wie das am neuen Kaderwert möglich sind. Und ich meine, das ist ein mehr belehrter Approach, das ist ein guter Approach. Das gibt eine Anstrengung für die Bauern. Ich meine, wir packen dann noch besonders zu Lützeburg schon mit Moyens zu kofinanzieren an der zweiten Säule von der gemeinsamen Agrarpolitik. Und da werden wir auch gucken, an Druck auf die Regierung machen, dass das der Fall ist. Dann können wir es packen und ich meine, das ist wichtig. Und ein anderer Punkt, den an der nächsten Plenär auch oder übernächster Plenär auf den Ordre du Jour wird kommen, das ist die Wahl vom neuen Präsidenten vom Europaparlament. Weil es gibt einen Akkord zwischen den Liberalen, den Sozialisten und der EVP, meiner Fraktion, für das am Mandat der Präsident von diesem Haus wechselt. Und die ersthaltend waren ein sozialistischen Italiener, an lo soll es dann von der EVP gehen.
An diesem Fall an der Tisch mir muss intern dezidieren als EVP, wen gëtt als Kandidat. Bei uns gibt es aktuell 3 Kandidaten, das sind den Ottmar Karas, das den schon am längsten hier im Europaparlament ist, von denen 3 die sich melden, das sind Österreicher, den also aktuell Vizepräsident vom Europaparlament. Dann haben wir eine maltesische Kollegin Roberta Metsola, das ist auch das die Vizepräsidentin aktuell von der Plenär, hat das könnt von Malta. Und dann haben wir noch Esther de Lange, eine holländische Kollegin, die auch schon ganz lange hier im Europaparlament schafft, und auch eine von den aktivsten ist, muss ich sagen. Also wir haben 3 gute Kandidaten. Da hoffen wir natürlich, dass durch die anderen Fraktionen dat wat ze ënnerschriwen hunn, an du wiss man, dat du heinst du bisssen gemauschelt gëtt, dat ze sech zu bekennen, an dat man den Akkor realisieren können, dat de nächste Präsident von diesem Europaparlament een vun der EVP ass een oder engt an Schmengen sind 2 Frauen e Mann, dann hunn Frauen noch eng besser Chance dëskeier an ech wünschen ma natürlich dat den besten gewënnt, an ich werde ich auch sicher ha Enker berichten, wen da lo de neue Präsident werd ginn. Dat gesot wëlech lo net ze lang schwätzen, ich so nicht Merci fir nolauchten, ich hoffe bis geschwun an nächstkeier hoffentlich an summmer sicher och mat ménger Kollegin dem Isabel Wieseler. Bis geschwun an der Schein Dach.